Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und hier im verlassenen Kobolddorf flattern die Drachen schon wie wild umher und irgendein Schrecke hat hier das Dorf verwüscht. Und dem stellen wir uns jetzt. Oh na, was bist denn du für ein ekliger Kerl? Ich glaube, ich attackiere mal vorsichtshalber mit einer Frostwelle. Tornado-Küken. Oh, da hat man Ballonkette Level 4 aufkalt. Heinz ist benebelt. Ja, das zwingt mich dazu, da festzustehen. Aber goldig sieht so schon irgendwie aus. Naja, also der Heinz kann erstmal nichts machen. Der ist erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Also gehst du mal drauf in eine Frostwelle. Guck, ob die irgendwas ausrichtet. Nee, die macht nicht wirklich was. Aber du könntest mal... Ich überlege gerade. Bei dem Vieh war auch irgendein Zauber hilfreich. Okay, jetzt wackelt es gerade mit der Friese. Das heißt, jetzt kommt gleich was. Probieren wir doch mal die Schlammbombe. Ja, die Schlammbombe, die hilft. Und... Rätselaura. Du Mistvieh. Okay. Wir sind alle verwirrt und sie kann den verwirrten Zustand auch nicht. Autsch. Jetzt haben wir noch einen Orkanschub abgekriegt. Das ist der Windzauber. Wie sieht es dann mit Juwelenregen aus? Tut dir das auch weh? Ich hoffe, es tut richtig weh, du Mistvieh. Jetzt heilen wir uns aber erstmal alle. So. Okay. Helga. Mach doch mal bitte einen Juwelenregen auf unser Tornado-Küken. Und? Ja, das macht auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, die Schlammbombe war immer noch am effektivsten gegen das Vieh. Also, dann tob dich aus. Und gib dem Vieh mal eine Schlammpackung. Die ist so schnell nicht mehr vergisst. Gewitterdunner Keitel, kommst du woher? Willst du mich verarschen? Na toll, ich kann es nicht mal erreichen, das Vieh. Jetzt eine lange Stelze. Und wenn das Küke ist, dann will ich echt nichts Ausgewachsenes dazu sehen. Igitt. So, alles kräftig gewettert drauf. Bleibst du wohl stehen, du Kerl? So, noch einmal. Ich glaube, das ging ins Leere. So, noch einmal. Damit es gerade so kracht. Und... Jetzt haben wir kein MP mehr für solche Angriffszauber. Und das Vieh ist nur echt schwer zu treffen, merke ich. Und hat er beinhart die Verteidigung. Naja, auf die Bälle kann ich leider nicht drauf gehen. Aber zaubern kann es anscheinend... Ah doch, es kann auch zaubern. Gerade eben mich gefreut. Ah, es kann irgendwie zaubern. Aber nee. Mann, oh Meter. Das ist schon ein lästiges Getier hier. Wir hätten noch eine Walnuss geschenkt kriegt. Bevor der Kampf jetzt Ewigkeiten dauert. Machen wir das Vieh doch nochmal so platt. Du solltest schon auch das Ding A-Wender. So. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Schlammbombe erreicht oder Rocky generell erreicht Level 1. Sehr schön. Ja, auf die Gretel kann ich gern Ballonkette zaubern. Das ist mir egal. Okay, jetzt sind wir drauf. Und... Ja, jetzt macht's mehr Schade. Sehr schön. Ja, jetzt haut er wieder ab, der Knetkopf. Bleib stehen. Kriegst noch eine Schlammpackung, weil es so lecker ist. Das tut dir doch gut, Tornado-Küken. Das ist gut. Das war eben nicht schlecht. Rätselaura Level 4. Heinz ist verwirrt. Und die anderen natürlich auch. Oh Mann, dass immer die ganze Aufladung nur weggehen muss. Gewitterdunner Keitel noch einmal. Also das ist echt ein Gepfriemel hier mit dem Vieh. Jetzt geht's wieder, jetzt bin ich nämlich verwirrt. Oh, aber gerade noch so. Mann, oh Meter. Oh yes, das vergess es. Aber das hat's definitiv gebraucht, das blöde Vieh. Und weiter geht's. Boomerang-Orb erhalten. Ja, toll. Äußerst episch.
Ach, Gretel, so blöd kann schon gar nicht sein. Komm. So, hier ist leider kein Mensch da. Das ist sehr schade. Also hier taucht das Leben nicht urplötzlich auf. In die Heißle können wir auch nicht reingehen. Nee. Nee, also in der Hütte ist keiner mehr. Schade drum. Da gucken wir nochmal, was es da aber gibt. Oh. Ein Palast. Den haben wohl die Kobolde behütet. Und beschützt. Und da kommen wir direkt in den Tempel rein. Oh, was bist denn du für einer? Opa! Helgas Opa. Das ist doch... Bist du's, Helga? Wer denn sonst bist du blind, Opa? Die Truppe vom Imperator haben das Siegel vom Windsamer gebrochen. Ja, dabei haben sie mich geblendet. Das ganze Dorf ist... Ermordet worden? Nee, die sind bestimmt geflohen. Oh, hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Schon gut. Helga, ja, schon gut. Helga, was auch geschieht? Wir Kobolde sind Teil vom Mana. Weder der Mana-Drache noch andere Monster können uns etwas auch verwegst. Allerdings, wenn's Mana verschwindet, dann auch wir. Keine Sorge, Opa. Mein Freund und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gern helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra, die gute Patronin vom Wind, die wird euch helfen können. So ist er auch schon mit ihrer Ballonhose. Ihr ruft, Alter? Die drei sind jetzt ein Meister. Muss das sein? Elektra schließt sich an. Ja, mit großer Begeisterung, wie wir so gemerkt haben. Mit Elektras Analysezauber kann herausfinden, mit welchem Zauberspruch ihr den Orbschalter im 4-Jahreszeitenwald verzaubern müsst, um ins Trüffeldorf zu gelangen. Ja, du sollst einen weißen Drache geben, der euch hilfreich sein könnte, aber jetzt gehen wir mal besser. Gut, Opa, wir gehen dann los. Ihr seid ja immer willkommen, wenn ihr Pause brauchen. Da, neue Kraft, Bonano, du Spielstandspeicherer. Ja, immer doch. Seid vorsichtig. Ja, der mümmelt hier so freundlich vor sich hin. Aber das berühren wir jetzt auch noch hier, das Ding. Zack. Dann müssen wir auf jeden Fall auch noch mal verschließen. Und blind wären wir dann auch nicht mit dabei. Kraft des Samens erhalten. Ja, wenn wir schon da sind, ne? Aber hier ist nicht viel Trara. Der Windpalast ist wirklich nur die Halle, um die es geht. Und fertig. Ja, das Imperium ist also auch hier schon gewesen. Ne? Großartig. Jetzt gehen wir mal weg von der Depri-Musik. Das macht einem hier nur noch fertig. Boah, die ist so gerade so schlimm, die Musik. Bitte etwas Fröhlicheres. Besser. So, okay. Dann waren die Lloyds waren im Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. So. Hier in die Grotte gerannt. Und auf du Grott. Und nochmal drauf. Zack. So, Quatsch. Nochmal auf die Schnitzgeber. Damit sich's Achio-Ei prägt. Da bin ich Grott. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Axt erreicht Level 3. Und die Poseidon Grott ist bewusstlos. So, jetzt will ich mal schauen, wie das aussieht. Und ja, das lohnt sich jetzt schon. Das sind jetzt mittlerweile schon echt nicht schlecht, die Angriffe. So. Jawohl. Ordentlich auf die Schnitzgeber. Und die Poseidon Grott ist bewusstlos. Und jetzt ist er tot. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch. Und zum Berti Vogts. In der rockige Zapplerstadt. Und wer lieber soll erneuert werden, Ackermann. Steht Sache der Exeteller. Der wird jetzt so ein lustiger Stahlscheibe. Okay, nicht schlecht. Wobei, warte mal, halte mal Gaula. Ich will nochmal zurück ins Rockdorf. Und mag nochmal hier speichern. Ja, schönes Wetter halt. Im Sommer kann man das immer behaupten. So, jetzt speichern wir erst einmal. Ah, jo, will ich denn speichern? Der Opa hat mich zwar auch schon speichern lassen im Windpalast. Aber lieber nochmal bei der Katz.
Gut. Also wirklich ab Waffe Level 3 lohnt sich das Ganze aufgeladen. Und auf die Turbo-Puschel drauf. Jawohl. 123 Schade reißt es dann schon. Also da lohnt es sich auf jeden Fall. Anders kann man das nicht sagen. Mädel, ich wollte gerade mal gucken. Dein... Erstmal zum Speer. Und jetzt mag ich eigentlich nicht mehr, dass du die Stahlscheibe... Okay, jetzt sieht die nämlich optisch auch wieder wie ein Bumerang aus und irgendwie wie so ein Teller mit Stacheln drauf. Okay, gut. Ist hier noch irgendein Gegner, an dem ich mal Wut auslösen kann? Okay, der kommt uns hinterher. Du kommst mal ja gerade richtig. Gut, sehr schön. Turbo-Puschel ist konfus. Ah, offensichtlich macht das die Waffe. Säureregen Level 0. Mistvieh, Heinzens Abwehr gefallen. Okay. Turbo-Puschel ist konfus. Und dich mache ich fertig. Autsch, oder eher mich. Also die Waffe hat durchaus nette Nebefähigkeiten, muss man sagen. Oh, die Gretel hat jetzt Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Das ändert man doch gleich mal das Verhalten. Und ich glaube, hier war der Orb-Schalter, um den es geht. Hier irgendwo unten müsste der sein. Jawohl. Gretel, komm hinterher, Geschisser. Mädel, willst du mich verarschen? So. Okay, ich glaube, du hast einen Zauber drin bei Elektra. Jawohl. Analyse. Der ist durchaus nicht verkehrt. Und... Elektras Magie könnte helfen. Wer hätte es gedacht? Okay. Die dumm. Mach doch mal Elektras Magie. Orkanschub kostet nur 2. Blitzschlag, der ist ein bisschen stärker. Und Rätselaura. Machen wir mal den Orkanschub. Der ist ein bisschen günstiger. Und... Aha. Moto hier auf einmal. Gretel. Attackiert das Vieh. Ach du blödi Sub. Mach schon. Oh, jetzt fummelt die hier mit ihrem Kung-Fu-Scheißdreck in der Luft rum. Das gibt's doch gar nicht. Muss man dann hier jeden Schampel selber machen. Okay, bewusstlos geprügelt hat es dann auch noch. Da gebe ich ihm jetzt recht. So. Und du kannst uns bitte nochmal alle Heiler. Gretels Zauberlevel ist gestiegen. Frosta erreicht Level 2. Sehr geil. Okay, also hier wäre es auch gar nicht weitergegangen, sondern der Ort ist wirklich nur Tode für Do. Huch, was bist denn du für einer? Ein freundlicher Käfer. Gretel, Schlachenkau. Oh. Erdkriecher ist konfus und ziemlich kaputt. Gretel erreicht auch noch Level 18. Das ist gut. Heinz erreicht auch noch Level 18. Sehr geil. Und eine Gutzel haben wir auch noch gekriegt. Ja, das ist doch mal ein richtiger Freudentag hier. Und... Ach, Helga, lass dich schnell von jedem Vieh verkloppen. Turbo-Puschel ist konfus. Die Eule fliegen hier auch noch rum. Also Helga, man kann sich ja echt wie der letzte Mensch verhalten. Traumtulpe, Heinz ist bewusstlos. Ja, die Traumtulpe, die kriegen wir erst beim allerletzten Patron von der Elemente. Und hier gibt es auch ein bisschen mehr als 4 Elemente, muss ich auch mal gleich dazu sagen. Ah, da ist er. So, Erdkriecher, komm her du, Mistvieh. Gretel, aufwache. So, weiter geht's. Also die halten auch nicht so viel aus, diese Erdkriecher. Und dich mache ich fertig. Sehr schön. Okay, da ist noch einer. Also es lohnt sich meiner Meinung nach definitiv immer irgendwo in so einem Gebiet zu leveln, wenn man neu ist. Gerade einfach nur, dass man ein bisschen stärker ist, damit man wirklich arg gepasst ist und nicht gleich bei jedem erbärmliche kleine Gegner verreckt. So, die können wir ja mittlerweile one-hitte. Also wenn wir aufgeladen haben, sind die sogar mittlerweile Opfer von unserem guten One-Hit. Okay, Helga erreicht Level 18. Sehr schön.
Aber ich glaube, da müssen wir zuerst hin, bevor wir geradeaus gehen. Wir müssen erst mal ins Dorf. Halte mal den Gaul an. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Gebiet. Aber wir sind nicht irgendwo anders gelandet, wo wir schon mal waren. Und sehr schön. Ach, du wieder. Mann. Mistvieh. Okay. Das hält glücklicherweise auch nicht allzu lang. Sind wir doch richtig? Ich weiß es gar nicht, ob wir hier richtig sind. Warte mal. Gehen wir nochmal den Weg runter. Gleich mal ausnutzen, dass das Vieh bewusstlos ist und richtig drauf semmeln. Okay, jetzt kommen sie alle. Also jetzt sind wirklich alle Gegner hier Vertreter. Ach, Mann, Helga. Okay, ja. Erdkriecher ist konfus und tot. Das ist ein weitaus schwereres Handicap. Yes, also komm. Verarsch mich nicht, Mädel. Mädel hinter der Heck. So, dann nochmal so entlang. Donnerkrabbe ist konfus. Deren Leben verschonen wir jetzt erst einmal. So. Ich mag jetzt erstmal gucken, ob es hier im Norden noch was gibt. Oder ich hab's irgendwie so im Kopf, dass das erst kommt, wenn wir im Dorf waren. Okay, komm her, du. Gott. 2 auf einen Streich. Und jetzt sag du. Gott. Irgendjemand, das Waffelevel ist noch Sticker. Helgas Waffelevel ist Sticker. Okay. Sehr schön. Dann macht doch ihr mal alleweil den Knetkorb hier platt. Okay, Heinz ist wieder wach. Wieder Dunnerkeitel. Helga. Ich mag dein Verhalten gern auf Stufe 3 ändern. So. Dann zeig mal deinen coolen Bumerang-Trick. Aber erstmal laden wir auf. Und zack, den noch erledigt. Und drauf und Gewetter. Okay, Turbo-Puschel ist erledigt. Hier oben ist nur eine ekelhafte Eule wieder. Dieser Ninja-Kauz. Gott. Nee, okay, wäre sowieso nichts mehr gewesen. Na gut. Dann passt das ja alles soweit. Da haben wir wirklich nichts verpasst hier. Okay. Gut, war dann mein Fehler. Aber ich check das lieber nochmal, wenn ich es nämlich 100%ig im Kopf habe. Bei Terranigma habe ich hier wirklich alles sagen können, wo was hinführt. Hin und wieder mal etwas gezweifelt, aber theoretisch war ich da eigentlich echt gut dabei. Ja, das ist jetzt schon ein etwas coolerer Move, den sie hier drauf hat. Und dann war das do entlang nach wie vor, glaube ich. Autsch. Ein bisschen vom Erdkriecher gezwickt war er. Also komm mit, Mädels. Ach yes, er leid. Also manchmal ist die KI echt... Die KI ist dermaßen strunzdumm. Gewittertunnerkeide noch einmal. Blödes Vieh. So, und Helga, du solltest uns alle nochmal heilen, wenn du so gut wärst. Platsch. So, einen Puschel lassen wir jetzt mal Puschel sein und einen Kauz lassen wir jetzt auch mal Kauz sein. Er hat uns irgendwie erwischt. Okay, gut. Erdkriecher ist erledigt. Jetzt auf jeden Fall. Okay. Wo geht's dann hier lang? Mal abchecken. Ah ja, ein Kanoni-Reisebüro, aber ohne Filialleiter. Steht doch vielleicht was über seine Abwesenheit? Kanone zurzeit außer Betrieb. Kanoni. Okay. Lass ich mal so stehen. Ihr seid entschuldigt. Zack. Und... Ich meine, das kann ja nicht immer funktionieren mit den Dinger. Technik und so. Als versauft halt 8 mal den Motor. Und weiter geht's. Lass die Krabbe in Ruhe. Wir nehmen nichts zum Spielen mit. Ich glaube, das war der richtige Weg, du aber. Komm, die lassen wir jetzt mal Krabbe sein.
Die können ihr Schere gern zur Donnerklinge machen, das ist denn ihr Sach. Kurz zum Ziel verreckt. Heinz ist bewusstlos. Naja, dann trinke ich erstmal einen Schluck Wasser. Ah, perfekt hat's gereicht von der Zeit. So. Okay. Die Minos-Eule ist konfus. Besser so, wenn ich mir die so angucke. Mistvieh. Und die noch mit ihrem Bumerang-Trick hinterher. Sehr schön. Mit der Axt können wir das 8 nieder mehr. Da ist nix. Und die Höhle kündigen was Übles an. Uch, was sollen ihr für welche? Also es war die abgeschwächte Version Dodefu. Willkommen in Trüffeldorf. So, das nimmt man hier mal wahnsinnig ernst. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe. Und du? Bist du auch einer? König Pfifferling kann euch sicher helfen. Okay. Ich hasse Pizza mit Pilze. Wer hätte es gedacht? Er kann Pilz. Ist Pilzsprung bedeutet, ich liebe dich. Ach du Scheiße. Ich will aber keiner von euch liebe, ihr Pilzis. Und was ist mit dir, du? Ja, no, jetzt hat aber seltsame Pilze. Ja, könnte total liegen, dass wir Menschen sind, beziehungsweise Kobold und die Gretel mit der spitze Ohren, weiß ich nicht. Vergessen den Einzugabe, bevor er geht. Okay, mache ich. Willkommen im Pilzpalast, hier wohnt unser König. Sehr schön. Okay. Und was mit dir? König Pfifferling kann euch sicher helfen. Gut, dann gehen wir erstmal durch zum Dancing Shroom und kaufen bei dem erstmal was. Zum Beispiel Wolfsarmband, 3 Mol. Und fürs Mädel haben wir nur noch eine brandneue, für uns alle, eine brandneue Faunenjacke. Sehr schön. Und so, eine Stahlkappe. Sehr schön. Die neue Hüte, die haben wir ja schon. Soweit mag ich mich jetzt auf jeden Fall noch ausrüsten, bevor ich die Episode beende. Ah ja, doch war ich doch so richtig. So. Eine Stahlkappe, erhöht schon mal um 6, das ist gut. Und das nochmal nein, verdammt nochmal, das nochmal um 2. Und von Denner auf 22, nicht schlecht. Okay, hoppla. Du jetzt, Mädel. Du kriegst doch nichts Neues, aber dafür kriegst du hier so schickes Wolfsarmband. Warum auch immer kein Pilzarmband, aber egal. Gut, eine Faunenjacke für dich. Und Helga, my Goodie. Du kriegst jetzt auch noch so ein Wolfsarmband verpasst. Du kriegst auch noch eine Faunenjacke. Und jetzt sind wir alle glücklich. Perfekt, dann verkaufen wir noch unseren Schampel an der Dancing Shroom. Und dann schauen wir mal. So, Schlangenarmband, das geht für jeweils 186 fort. Und Peng. Was haben wir dann noch? Eine Dornenweste für 172 geht die fort. Eine Ninja-Robe für 2230. Und nochmal. Perfekt. Jetzt sind wir alle rosa und glücklich, würde ich sagen. Und ich dir auch noch sage, wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo wir in den Pilzpalast reingehen. Also machen's gut und bis morgen zum König Pfifferling, euer Yankee.